Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Los mal». Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich habe euch nämlich vermisst. Ich schwöre euch, ich würde am liebsten den ganzen Tag nur Podcast aufnehmen und keine Ahnung was. Alles machen, was ihr wollt im Fall. Weil ich bin wirklich nur noch am Lernen. Und so langsam, es lenkt mir einfach. So, es ist ja schön und gut, aber ich bin froh. In einer Woche ist es für mich vorbei. Ich habe einfach in einer Woche schon Ferien. Und wir kommen auch gerade zum heutigen Sponsor, weil es passt. Grandioses Thema lernen. Es ist die Minerva. Wer hätte es gedacht? Ich habe euch jetzt schon ein paar Mal von ihnen erzählt und ich hoffe, ihr habt euch auch informiert, die Leute, die es wirklich interessiert hat, weil jetzt ist es dann bald so weit im Fall. Im August fängt die ersten Lehrgänge an. Ihr könnt auch im Januar noch anfangen. Keine Sorge, keine Panik auf der Titanic. Wenn du jetzt denkst, oh, das habe ich schon wieder vergessen. So mach's. Jetzt ist nochmal dein letzter Reminder von mir. Du musst dich anmelden oder wenigstens dich informieren, wenn du eine Weiterbildung machen möchtest. Für die jetzt zulassen und so sind, was reden die? Nochmals das Wichtigste in Kürze. Minerva ist eine Schweizer Privatschule, wo du die Berufsmaturität absolvieren kannst. Innerhalb von einem Jahr, wenn du alles an einem Stück machst und Vollzeit. Das musst du aber nicht. Du kannst ganz flexibel sein, du kannst eine Teilzeit machen, je nachdem, was in deinen Zeitplan passt. Und du kannst das im Fall machen, egal wie alt du bist und egal wer du bist und egal was du sonst schon gemacht hast. Fast. Du musst eine abgeschlossene, eidgenössisch anerkannte Berufslehre haben. Also solange du eine Lehre gemacht hast, you're good to go, oder? You can go make the Berufsmatura. Und mit einer Berufsmatur kannst du basically alles machen. Wenn du jetzt zum Beispiel an die ETH willst, musst du halt wie noch die Passerelle machen. Aber dream big. Auf minervaschule.ch findest du alle Infos nochmal. Du kannst dich informieren, du kannst aber auch ein Beratungsgespräch vereinbaren, wenn du zuerst mal nochmal so ein bisschen hören willst, was es ist und so, wie läuft es. Aber du findest auch auf der Website eigentlich alle Infos. Du kannst dich aber auch schon anmelden und zack, deine Berufsmaturität absolvieren und mir dann schreiben, wow, Emma, ich habe mich angemeldet, das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe im Fall, Leute, ich habe jetzt so viel Mathe gelernt. Ich habe alles in Mathe. Frag mich etwas, ich kann es. Und es hat sich gelohnt, weil ich glaube, ich habe bestanden. Und ich wünsche mir das für euch. Ich wünsche mir ein Erfolgserlebnis für euch und dass ihr, wenn ihr noch denkt, ich würde gleich noch gerne etwas studieren, dass ihr die Türen auch offen habt, wenn du nach deiner Lehre denkst, irgendwie will ich das nicht das ganze Leben machen. Dann studiere etwas, mach Berufsmaturität. Danke fürs Sponsoren Minerva und jetzt geht's los. Ja, Leute, was soll ich sagen? Heute bin ich einfach wieder ein bisschen zu ehrlich, glaube ich. Und ich glaube, ich könnte ein paar Leute offenden mit den Sachen, die ich sage. Und darum ein Disclaimer. Ich meine es nicht böse. Und alles, was ich sage, heisst nicht, dass ich nicht auch so ein Mensch bin. Amix. Es geht nämlich heute um insecure Leute. Mein Problem mit insecure Leuten, mit unsicheren Menschen. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe jetzt ein Problem mit so Menschen. Nicht grundsätzlich, aber meistens sind die Menschen, mit denen ich ein Problem habe, eben sehr unsichere Menschen. Checkt ihr? Und ich habe mir das mal überlegt, weil ich habe auch mit jemandem darüber geredet und habe das so realisiert. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich so rumlaufe und denke, oh, ich hasse unsichere Menschen, die sind so nervig. Sondern ich habe mir einfach das Letzte überlegt und bin zur Konklusion gekommen, dass das wirklich ein Thema ist, wo ich mal darüber reden muss. Und ich glaube, wir brauchen zuerst mal eine Begriffsklärung. Was verstehe ich unter unsicheren Menschen? Das ist nicht jemand, der, sagen wir mal, sagt, oh, heute fühle ich mich irgendwie hässlich. Scheiße, Bro, heute geht es mir nicht gut. Oder irgendwie jemand, der sagt, boah, ich habe so keinen Riss, ich komme so nicht an bei Frauen. Sondern das sind Menschen, die so in jedem Scheiß wirklich nur das Schlimmste an sich selber finden. Du kannst legit so, keine Ahnung, in einem Restaurant sein und einen Burger kaufen und die Person wäre so, oh, Mann, sogar der Burger hat eine kleinere Haut als ich. Oder du läufst irgendwie am schönsten See der Welt entlang und die Person ist so, oh, ich will nie jemanden finden, um auch so an diesem See entlang laufen und die Liebe von meinem Leben nennen. So wirklich, egal was. Bro. Die Leute finden immer etwas, wo Elend an der Situation ist und vor allem Elend an ihnen selber ist. Und das ist amigs noch ein bisschen schwierig, weil es gibt auch Menschen, die genauso unsicher sind wie die Leute, die ich jetzt so beschrieben habe, aber es ganz umgekehrt zeigen. Das sind dann die bei jedem Scheiß. Ja, also ich habe im Fall schon alles gemacht. Ich habe schon alle Aufgaben gemacht. Ja, ich habe das schon vor 2 Wochen gemacht. Wo ich immer so denke, du bist genauso unsicher wie der andere, der so kommt und sagt, der Burger ist hübscher als ich. Weil, wieso musst du es jedem unter die Nase reiben, wenn du so confident wärst und so cool, sie selber cool finden würdest und so, dann hättest du es wie nicht nötig. So, entweder das sind die Leute, die das Gegenteil rausposaunen oder die Leute, die wirklich nicht einmal den Respekt vor sich selber haben, dass sie ein bisschen aufs Maul hocken und nicht jedem Menschen auf der ganzen Welt sagen, ich finde mich im Fall scheiße. Weil wie sollte jemand anders dich cool finden,
Es geht auch nicht alles um jemanden cool finden übrigens, aber so, wie soll ich denken, dass du ein cooler Mensch bist, wenn du mir sogar ins Gesicht sagst, dass du eine dumme Sau bist? Weißt du, was ich meine? Und das ist einfach mega, mega, mega anstrengend, um davon umgeben zu sein und irgendwie damit zu dealen, weil ich meine, als unsichere Person wünschst du dir ja eigentlich auch immer eine Rückmeldung, weil du so unsicher mit dir selber bist, dass du wieder darauf angewiesen bist, dass dir dein Umfeld die ganze Zeit rückmeldet, nein, nein, es ist im Fall schon gut. Nein, nein, das kommt schon gut. Nein, du bist wirklich nicht so schlimm. Das ist so wie ein Extrem davon, dass wenn man einen Freund hat und man just a girl ist, dass man immer wieder mal fragt, hey, hast du mich eigentlich noch gern? Weißt du, so das. Aber so mal 100 und es ist halt auch einfach nicht angemessen, wenn du und ich nicht in einem romantischen Verhältnis sind und man das mal ab und zu so fragt, sondern du bist so gefühlt irgendjemand Randoms von meiner Klasse und ich muss dir gleich viel Approval geben, wie, keine Ahnung, meinem Hund oder so. So, ich glaube, was es ausmacht, ist, dass es mega unverhältnismäßig ist. Das Ausmaß an Bestätigung, die du brauchst. Und vor allem, die Menschen geben es meistens dir nicht. Es ist nicht, dass es so ein Verhältnis ist, wo man einander einfach mega aufhypt und so, sondern es ist so eine Konstanz. Du musst dich fast schlecht fühlen dafür, dass du nicht so bist. Oder du musst dich schlecht fühlen, dass die Person sich mit dir vergleicht. Ich bin zum Beispiel jemand, ich vergleiche mich eigentlich nicht so mit den Leuten, die ich in meinem echten Leben kenne. Klar, wenn es so um Social Media Sachen geht, dann kann es schon sein, dass ich mal irgendwie ein Video sehe und so denke, die ist viel cooler als ich. Boah, das will ich jetzt auch so machen und so. Das meine ich gar nicht. Ich bin ja nicht ein Übermensch. Aber mit meinen Kolleginnen zum Beispiel vergleiche ich mich eigentlich nicht. Es ist nicht, dass ich mir bewusst denke, sie ist so viel cooler als ich. Ich denke mir auch so, ja, das ist meine Kollegin und sie ist mega cool. Punkt. Zum Beispiel die Lynn. Wenn ihr die Lynn nicht kennt, sie heisst Telenovela auf Social Media. Das ist eine gute Kollegin von mir. Sie würde jetzt sagen, ich hasse es, wenn du Kollegin sagst. Es heisst Freundin. Ich hasse es, wenn Leute Freundin sagen. You're not my bitch. Auf jeden Fall, die Lynn zum Beispiel ist ja wirklich so eine klassisch coole Person, wo man so anschaut und denkt, ja, ist klar, die wohnt in Zürich. Die ist einfach cool, die weiß, was cool ist, die hat coole Designermöbel, coole Designerkleider. Sie sieht nie falsch aus. Sie hat immer schöne Haare, so das. Und das ist das Einzige, was ich sehe an ihr. Ich sehe an ihr, oh mein Gott, das ist Lynn, sie ist so cool. Aber nicht, oh mein Gott, das ist Lynn, sie ist so cool und ich bin so hässlich im Vergleich zu ihr und ich könnte nie im Leben so cool sein. Ich denke mir schon, ja, ich kann das nicht, weil ich kann das halt legit nicht. Ich habe nicht so ein Auge für Ästhetik wie sie. Aber es ist nicht, dass ich mir denke, das ist schlecht. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn man sich immer umgibt mit Menschen, die einem das wie auch ins Gesicht sagen, so, Emma, wie hast du das jetzt schon wieder so gut gemacht? Das ist so, du kannst das einfach immer. Und ich bin so schlecht im Vergleich zu dir. Dann fängst du so an, dich schlecht zu fühlen und kriegst so das Mindset irgendwie auch, dass man sich ja vergleichen könnte. Und ich habe mich schon sehr oft ertappt, nachdem ich mich mit so Leuten umgeben habe, dass ich wie selber in das reinrutsche und viel mehr so denke, ja, stimmt, die kann das ja viel besser als ich. Und ich finde persönlich, es macht auch wirklich nichts Gutes mit mir, wenn ich die ganze Zeit mit Leuten zusammen bin, die mich low-key in den Himmel loben für gar nichts, weil es hat ja gar nichts mit mir zu tun. Die Menschen machen das ja bei allen, weil eben, du hast einfach ein grundlegendes Problem mit dir selber und du findest alle anderen cooler als die. Das heisst nicht, dass ich cool bin, das heisst einfach, dass du dich selber so schlimm findest. Aber wenn ich 24/7 mit jemandem bin, der mir sagt, Emma, du bist einfach die Beste, dann low-key laufe ich nachher irgendwann safe auch so und denke so, Emma, du bist die Beste. Und das will ich nicht. Und darum denke ich mir auch so, ja, Alter, ich kann nicht mit so Leuten chillen. Meistens sind das auch die Haters von der Welt, wirklich die dann, hast du gesehen, was sie gemacht hat? Das sind nie die Leute, die selbstsicher sind, die über alles Bescheid wissen und mit jedem befreundet sind und von jedem den Gossip haben und so. Das sind nicht die coolen Menschen, die actually mega krasse Sachen im Leben erreichen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Was für mich auch schwierig ist. Wirklich sehr schwierig. Weil ich habe Leute gerne, die so einfach viel labern und wo immer Gesprächsstoff aufkommt. Und ich bin auch oft eingeschüchtert von diesen Menschen, die eben ganz viel erreichen und eine gewisse Selbstsicherheit haben. Weil das kommt ja in ganz vielen verschiedenen Formen. Also ich würde jetzt schon auch sagen, ich komme sicher auch selbstsicher über, so, keine Ahnung, jetzt im schulischen Kontext, also wenn man mich einfach so in der Schule kennenlernt. Ich weiß nicht, wie es auf Social Media überkommt, ehrlich gesagt. Aber wenn man mich einfach so im wilden Leben kennenlernt, dann glaube ich, denken die Leute schon auch so, ja, okay, die ist schon auch selbstbewusst. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich überkomme wie jemand, der so
denkt, ah ja, die weiss, dass sie das und dies und jenes ist. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so einen kleinen Unterschied zwischen jemand tritt einfach so auf versus jemand irgendwie, weiß auch nicht, es ist so nochmal ein Stück mehr an Selbstsicherheit, wo mir persönlich fehlt im Ausdruck, weil ich das auch einfach nicht so gerne habe. Und darum, mein Punkt ist, ich bin amigs auch abgeschreckt von so den Menschen, wo du weißt, das sind so die dann lieber 2 Minuten länger das Maul haben, als sich quasi aufopfern in einer Situation, damit keine awkward Stille ist. Das bin zum Beispiel ich. Ich bin die immer die Schnurren offen hat, wo ich mir auch immer so im Nachhinein denke, du hättest doch einfach auch jetzt das Maul haben kurz. So, es ist nicht deine Aufgabe, dass alle in diesem Raum entertained sind, aber das bin halt einfach ich. So, das hat nicht unbedingt etwas mit meiner Unsicherheit zu tun oder dass ich das nicht aushalte, sondern ich finde das einfach lustig. Checkt ihr? Ich mache so viel in meinem Leben, einfach weil ich es lustig finde. Und so, wieso nicht? Und nicht unbedingt aus einer Unsicherheit heraus. Aber mir ist dann auch unangenehm, mit Leuten in einem Raum zu sein, wo alle so ruhig sind und so, ach, ja, was willst du? Obwohl das eigentlich auch, ich würde trotzdem nicht sagen, dass die Leute arrogant sind. Es kommt einfach so über, weil das wird so aufgefasst. Und mir sagen auch ganz viele Leute im Internet und keine Ahnung wo, dass ich ja arrogant sei. Eine hat letztens auch beim Podcast kommentiert, dass ich arrogant bin. Alter, wie hörst du meinen Podcast und sagst, ich bin arrogant? Das ist mega frech im Fall. Ich bin nicht arrogant. Bro ist nicht arrogant. Eben weil man das einfach so auffasst. Sobald jemand weiss, was er will, oder vor allem Frauen, wenn sie wissen, was sie wollen, wenn man zu sich selber steht, wenn man vielleicht auch mal eine andere Meinung hat und das irgendwie sagt, dann bist du ja sofort arrogant. Also wenn du nicht einfach alles mitmachst und alles mit dem machen lässt, dann bist du arrogant. Und das Bild habe ich sicher auch von anderen selbstsicheren Menschen. Darum verstehe ich auch, dass gewisse Leute mehr das zuschreiben. So, okay, mach halt. Aber bin ich halt nicht. Legit nicht. Sitzt da und lästert über unsichere Leute. Ich lästere übrigens nicht über unsichere Leute. I love so viele Leute, die extrem unsicher sind. Aber es ist einfach anstrengend. Und es ist auch so ein bisschen ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass ich das Gefühl habe, Leute, von denen man weiss, dass sie unsicher sind, denen tut man viel mehr, die können sich viel mehr erlauben. Ich könnte mir nie im Leben das gleiche Verhalten erlauben, wie jemand, der halt den ganzen Tag sagt, «Oh ja, sorry, oh ja.» Bei denen lässt du viel mehr durchgehen, weil du dir immer denkst, «Ah ja, aber sie ist ja so eine Arme. Und ja, sie kann es halt nicht anders. Und ja, sie weiß es halt nicht. Ja, und ja, sie struggelt ja sowieso so.» Bro, wenn ich einmal so etwas machen würde, alle meine Leute im Fall würden mich wirklich köpfen. Aber wir haben alle jemanden im Umfeld, wo man so weiss, so, ja, okay, eigentlich hat sie gerade so 10-mal nacheinander etwas gesagt, was fett nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel so 10-mal jemandem gesagt, du hast aber schon recht zugenommen. Und alle sagen einfach nur so, ja, aber weisst schon, wie sie ist. Sie hat halt einfach zu kämpfen damit. Alter! So, wir tun einfach die Leute nie accountable haben, weil es so unangenehm ist. Du hast keinen Einfluss auf Menschen. Also doch, du kannst es logisch sagen, aber die Realität ist, du bist wie ein bisschen, du bist die Gemeine, wenn du jemanden ansprechen auf etwas, das sowieso schon so unsicher ist. Du kannst wie nicht noch sagen, das hat mich im Fall jetzt gerade mega gestört, was du gesagt hast, weil die Leute zerbröckeln an dieser Aussage. Versus, ja, man das eben auch in meinem privaten Leben so anhand von Beispielen überlegt, dass ich Kolleginnen habe, Freundinnen, die extrem starke Persönlichkeiten sind, wo ich mich viel schneller getraut und sage, Alter, wieso hast du jetzt das gesagt? Oder so, Bro, gell, jetzt hast du mich gerade gejudged und so das explizit ausspricht, obwohl es unangenehm ist, weil ich wie weiss, die können das handeln. Was eigentlich mega unfair ist, weil das mache ich bei meinen Kolleginnen, die eher unsicher sind, überhaupt nicht. Da tue ich es wie noch mehr in mich selber reinfressen und denke mir, ja, okay, ich kann ihr das nicht sagen. Was auch mega scheiße für die Freundschaft ist. Man kann nicht mit Leuten befreundet sein, wo man dann so rundum steppt und so, ja, das kann ich nicht sagen. Und dann in einem halben Jahr sage ich mal, Alter, wieso hast du mir eigentlich jeden Tag gesagt, dass ich fett bin? So, dann bringt es auch nichts mehr. Und es ist auch irgendwie, keine Ahnung, es setzt so etwas zwischen zwei Menschen. Und das merke ich einfach immer mehr. Ich weiss auch gar nicht, wie mit so Leuten umgehen, die nicht eng mit mir sind. So die Leute, wo man einfach schon auch so ein bisschen damit aufgewachsen ist, zum Beispiel oder so, oder gerade Familienmitglieder oder so, dort weiss man ja irgendwie wie. Die sind einfach so. Aber kennt ihr das, wenn ihr so Leute begegnet, die vielleicht, keine Ahnung,
du triffst die, weil das Kolleginnen von deinen Friends sind oder so. Und du musst so einen Abend aushalten mit «Ah, ja, und dann habe ich einfach dann habe ich mich angeschaut und gedacht, oh mein Gott, ich sehe so scheiße aus.» Oder du gehst so aufs WC. Du kennst die Person seit 20 Minuten, ihr geht zusammen aufs WC und sie schaut sich im Spiegel an und macht «Wäh, oh, nein, das ist jetzt gerade ganz schlimm, wie ich aussehe. Oh nein, was machst du?» Ich kann das im Fall nicht. Ich weiß nicht, was machen. Ich stand daneben und denke mir, oh mein Gott, bitte bring mich um. Ich kann keine Sekunde zulassen. Und weil ich hasse es. Früher habe ich das immer gemacht, aber ich hasse es, die Person sein, die dann so sein muss, «Nein, nein, du bist doch mega hübsch.» Und weil die Leute wollen ja genau das. Erstens. Zweitens, wenn du so unsicher bist und so schlimm findest, was juckt es dich, ob ich dir sage, dass du hübsch bist? Du vertraust ja wahrscheinlich nicht auf meine Meinung. Und ein anderes Problem, das ich auch habe mit dieser Art von Mensch, ist, dass ich mir dann immer denke, wenn du so erstens, wenn du so über jeden anderen redest, Red Flag, aber wenn du so von dir selber denkst und das auch äußerst vor mir, dann will ich nicht wissen, was du von mir denkst. Klar, ich glaube, so Menschen eben sind am kritischsten mit sich selber. Aber trotzdem, wenn du eben, es ist gerade so ein Prime-Beispiel, es ist ja recht oft bei Frauen vor allem so ein Gewichtsding, dass es immer darum geht, wer fett ist und wer nicht. Und die hat aber schon recht zugenommen und die ist aufgegangen wie ein, wie sagt man das? Wie sagen sie? Die ist aufgegangen wie ein Ofenküchli oder was sagt man? Keine Ahnung, Alter. Aber so Sachen, und das machen sie ja dann auch bei sich selber. Und gerade bei so Gewichtssachen, wenn eine neben mir steht, wo wirklich dreimal so dünn ist wie ich und sagt, «Alter, ich bin so fett, oh mein Gott», dann ist für mich ja wie klar, Alter, dann denkst du von mir, dass ich ein Walross bin. Und es geht nicht um die Tatsache, dass es mich juckt, ob jemand mir würde sagen, du bist fett oder so, weil ich weiss, ich bin nicht fett. Aber es geht mir wie darum, ich habe keinen Bock, mit Menschen befreundet zu sein, die in ihrem Kopf denken, «Warte, Emma ist ein Walross.» Wisst ihr, was ich meine? So, einfach nur schon der Gedanke daran, dass ich weiss, aha, okay, in diesem Fall stand ich ja auch im konstanten Konkurrenzkampf mit dir, wenn du alles immer vergleichst und du kannst wie von allem immer auf etwas schließen und alles ist wie so aussagekräftig für unsichere Menschen. Ich könnte so ein Wort sagen und die interpretieren 10 Sachen rein. Und ich verschwende wahrscheinlich keinen Gedanken mehr an diesem Tag, an das, was ich gesagt habe. Und für diese Menschen heisst das vielleicht, Alter, die Emma hat gesagt, dass ich scheiße bin, die Emma hat gesagt, dass ich fett bin, die Emma hat gesagt, dass sie mich nicht gerne hat und die Emma ist dementsprechend eine Dumme. Obwohl ich vielleicht gesagt habe, okay, anstatt, okay, mega cool, freue mich. Wisst ihr, was ich meine? So, es gibt aus allem wird wie mehr und das stresst mich einfach mega. Und ich merke auch wirklich, eben, je mehr ich mich mit so Menschen umgebe, desto mehr steckt es mich an. Und ich fange dann wie an zu überlegen für die Leute. Ich überlege mir dann, stimmt, sie denkt ja so und ich habe jetzt gerade das und das gesagt. Das heißt, sie interpretiert jetzt wahrscheinlich das und das. Das heißt, eigentlich hätte ich so und so müssen sagen. Wisst ihr, was ich meine? So, man geht so 100 Umwege und muss alles 10-mal überdenken, weil du musst mega aufpassen bei diesen Menschen. Und das ist das Problem. Eigentlich solltest du ja nicht aufpassen, weil du bist einfach so, wie du bist. Aber bei mir ist es das Problem, weil es ist auch ein Teil von mir, dass ich ein empathischer Mensch bin und dass ich auch ein guter Mensch sein will. Und dass ich auch will auf die Leute eingehen und dass mir bewusst ist, alle Menschen sind anders und ich bin wie flexibel und ich will es den Menschen recht machen. Und darum mache ich das auch immer. Ich gehe immer auf die Leute ein und schlussendlich bin ich auch wirklich immer mit so Menschen befreundet. Ich ziehe so Leute an, weil eben, ich verstehe es. Und ich will es verstehen und ich will mir Mühe geben und ich habe immer Mitleid und ich denke immer, oh ja, aber du bist ja ein Arms. Aber bei mir denkt das keiner. Es ist nicht, als würde ich mehr Grace bekommen, weil Leute sich bei mir denken, ja, aber sie ist ja eine Arme. Nie im Leben, Alter. Ich bin immer die Erste, die den Anschiss bekommt. So, ich habe diesen Bonus nicht, aber ich gebe allen diesen Bonus und bin so, oh ja, aber vielleicht kann ich dir ja helfen. Und am Schluss habe ich einfach meine ganze Energie verbraucht, für gar nichts. Wirklich für gar nichts, weil die Leute wahrscheinlich nicht mal wirklich gerne mit mir befreundet sind, Loki. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wenn man wirklich so krass unsicher ist, dann geht ja, das meiste geht ja auch um sich selber. Eben, du findest in jeder Aussage etwas, das wie auf dich selber zurückzuführen ist. Du interpretierst in alles etwas rein, das mit dir etwas zu tun hat.
jemand kann schief schauen und du in deinem Kopf läuft, sie hat jetzt meine Hose hässlich gefunden. Obwohl es wirklich nichts mit dir zu tun hat. So, es ist eigentlich low-key. Für das, dass man sich selber so nicht gerne hat, befasst man sich ja als unsichere Person recht fest mit sich selber. Und das ist einfach fucking anstrengend, Alter. Das sind eben genau auch die Leute, die so stundenlang von sich selber erzählen und du probierst so helfen und so, aber sie würden nie im Leben zurückfragen, ja, und wie geht's dir? Und trotzdem bist du irgendwie so, okay, ja, ich muss ihr jetzt helfen und irgendwie will ich auch darauf eingehen. Und dann gehst du heim und denkst dir so, sie hat mich irgendwie gar nicht gefragt, wie es mir geht. Und bei jedem anderen Menschen würdest du sagen, oh, ja, okay, dann will ich nicht mit der befreundet sein, wenn das immer so sein muss. Aber weil die Leute so ein Häufchen Elend sind, gehst du heim und denkst, ja, okay, aber ja, sie ist halt einfach so. Und ansprechen könnte ich es ja sowieso nicht, weil dann weiss ich, sie würde gerade zusammenbrechen. Und ja, sie tut mir ja schon leid, weißt du, ist schon eine Arme, dass sie so von sich denkt. Gegessen. Und dann fängt es wieder von vorne an. Weil man sich nicht getraut, mit diesen Leuten ehrlich zu sein. Was auch hure unfair ist für sie und was für mich auch einfach so ein bisschen ist, ich bin ja dann auch unehrlich und ich will eigentlich ein ehrlicher Mensch sein, aber das zwingt mich wie so dazu, nicht ehrlich zu sein und macht aus mir etwas, was ich nicht gerne bin. Macht das Sinn? Ja, darum habe ich vielleicht low-key ein bisschen ein Problem mit unsicheren Menschen. Aber wirklich, eben, wirklich nur so die Leute, wo du dir denkst, Alter, kannst du jetzt mal chillen. Und das meine ich ganz distanziert und ganz wohlwissend, dass die Leute ja wirklich, also ich würde ja nicht täuschen und es tut mir ja wirklich leid für die Menschen und ich wünsche mir, dass es diesen Leuten besser gehen kann und so, aber bis es dir besser geht, muss nicht einschauen, dass es dir besser geht. Aus diesen Zeiten bin ich wie ich habe so viele Jahre damit verbracht, immer so die sein, die will helfen und aufpäppeln und «Komm, du schaffst das» und so. Alter, nein. Wirklich, such dir Hilfe oder halt nicht. Vielleicht willst du auch so bleiben. Aber ich bin nicht die daneben steht und sagt «Ja, bist du ein Arms, ja». Kein Bock. Und was halt auch ein bisschen in das hineinspielt, ist, dass in meiner Erfahrung so Menschen oft auch eben, du kannst wie 2 Jahre mit so jemandem befreundet sein und es ist alles super und du denkst alle die Sachen, die ich bis jetzt immer gesagt habe. Aber es kommt früher oder später, meistens kommt der Tag, wo sie die einfach entweder links liegen lassen, weil etwas Besseres kommt oder irgendein Typ kommt oder so oder irgendeine Freundschaft, wo sie wie mehr daraus ziehen können. Also weil es ja so basiert auf dem Approval von anderen und so, bist du ja wie mega auswechselbar. Sobald jemand anderes kommt, wo mehr gibt, wo irgendwie einen krasseren Dopamin-Hit auslösen kann oder gerade in dem Moment irgendwie spannender ist oder vielleicht auch mehr Ansehen mit sich bringt. Also gerade so in der Schulzeit, wenn plötzlich eine kommt, die beliebter ist, dann werden die Leute immer lieber mit diesen Leuten befreundet sein, statt mit dir, wenn du jetzt nicht gerade die beliebteste bist. Auch wenn ihr die beste Freundschaft auf der Welt habt, am Schluss entscheiden sich die Leute immer für das, was so scheinbar besser wirkt, obwohl es gar nicht besser ist. Weil es immer darum geht, mehr, besser, ich bin nicht gut genug, also will ich es mit irgendetwas anderem aufwerten und so. Und darum, in meiner Erfahrung, wirst du auch früher oder später wirst du so ein bisschen hops genommen von so Menschen. Auch in Beziehungen im Fall low-key. Jetzt, das ist gerade ein spontaner Gedanke, den ich habe. Aber meistens die Typen, die mich hops genommen haben des Todes, sind die Typen die von Anfang an extrem insecure waren und dann wie das nötig haben, dass sie von einem anderen Girl noch Aufmerksamkeit bekommen oder von Typen, wo man dann denkt, oh mein Gott, wieso ist jetzt gerade so da vor denen? Wieso bist du so? Weil sie sich gar nicht getrauen, sich selber zu sein oder sich gar nicht wohlfühlen mit sich selber und wie immer mehr und mehr und mehr brauchen. Auch Leute, die fremd gehen. Leute, das ist ja genau das. Du brauchst das, weil du es wie nicht dir selber geben kannst und du bist nie zufrieden. Ich sage nicht, mit so Leuten kann man nicht befreundet sein, sondern mein Punkt ist, wie man muss mega lernen, mit einem umzugehen und sich zu distanzieren und auch das im Hinterkopf behalten, wenn man mit so jemandem befreundet ist. Das habe ich überhaupt nicht im Hinterkopf, wenn ich mit so Leuten chill. Aber ich sollte mir viel mehr denken, oh stimmt, die Wahrscheinlichkeit, dass die das weiterverzählt, um im nächsten Gespräch gut dazustehen, ist ziemlich hoch. Das heisst, ich erzähle das einfach nicht. Die Freundschaft ist gut für, keine Ahnung, für in der Schule oder für, keine Ahnung, wenn es irgendjemand aus einem Hobby ist oder so. Das ist ja alles möglich. Man kann ja nicht immer nur sagen, ja, nein.
Aber man muss nicht mit allen Besties sein und du musst nicht allen alles erzählen. Vor allem nicht, wenn am Schluss du wieder am Arsch bist, weil du zu gutmütig gewesen bist und irgendwie auch ein bisschen zu naiv. Da rede ich wirklich mit mir selber. Ich bin wirklich immer zu naiv. Ich gehe immer davon aus, dass die Leute so sind wie ich. Aber sind sie nicht. Obwohl, ich erzähle auch oft Sachen weiter. Einfach weil ich vergesse manchmal, dass ich es nicht hätte sagen sollen. Jo, erzählt mir nichts, Bro. Und ich glaube, das ist auch das, was so oft passiert, wenn deine Kollegin plötzlich ihren Freund hat und nachher verschwindet vom Leben. Weil das ist halt so ein ganz anderes Level. Also so initially, das bleibt ja nicht so, aber am Anfang ist es ja etwas ganz anderes. Das kannst du als normale Kollegin deiner Kollegin nicht geben, das wo eine Beziehung geben kann. Das ist ja auch ganz normal und das ist auch etwas ganz anderes. Aber keine Ahnung, Leute, die wie nicht erkennen, dass du ein ganzes soziales Netzwerk brauchst und ganz viele verschiedene soziale Kontakte, damit es gesund sein kann, wo einfach nur gesagt, oh mein Gott, mein Freund, oh mein Gott, nein, ich muss jeden Tag mit ihm sein und dann auch nie zurückschreiben. In dem Moment, wo der Typ den Fuß irgendwo ansetzt, ich verstand das. Wenn man zum Beispiel sich nur einmal in der Woche sieht und du bist dann einen Tag mit dem, logisch erwarte ich keine Antwort von dir. Aber wenn du jeden Tag bei ihm daheim chillst und mir einfach nicht mehr antworten kannst, jedes Mal, aber von mir dann immer eine Antwort erwartest, egal ob ich auf dem Mars bin, dann bist du einfach eine scheiß Kollegin, Alte. Und dann bist du einfach so insecure in meinen Augen, dass ich nichts mit dir anfangen kann, weil ich wirklich denke, oh mein Gott, bist du blöd. So, wir sind 2021, chill mal. Chill. Wenn du nicht mehr hast, hast du niemanden. Und das checke ich nicht, wieso die Leute das nicht checken. So ein Typ, so ein Bübli, egal wie in Love ihr sind, ich war auch schon sehr in Love gewesen. Ich bin auch immer wieder sehr in Love, das sage ich gar nicht, es ist etwas Schönes, aber es wird nie das Gleiche sein wie eine Freundschaft zu einer anderen Frau. Der Typ wird nie checken, von was du redest. Nie im Leben, nie in dem Ausmaß, wie wir es füreinander checken. Und darum kann ich das wirklich nicht nachvollziehen, wie man ab einem gewissen Alter seine Freundschaften so vernachlässigen kann für einen Mann. Es ist gar nicht abwertend Männern gegenüber gemeint, aber ihr kennt das ja, also als Typ kennst du das ja sicher auch. Wenn du mit einem Typ, keine Ahnung, Mann, ich habe letztens ein Gespräch darüber gehabt, dass Typen wirklich so obsessed sind damit, über Fußball reden. Und ich habe dann gesagt, ich check's nicht. Ich check nicht. Also redet ihr. Und dann hat mir der Typ erklärt, ja, es ist wirklich so, du kannst im Club, vor dem Club einen kennenlernen und du redest dann 1,5 Stunden über Fußball mit dem. Und dann findest du es cool. Ich bin dann so, ja, redet man dann einfach über das, weil man nichts Besseres hat zum Reden. Nein, das ist dann voll cool und so und macht mega Spass und gibt einem mega viel. Und ich bin so, ich check's nicht. Das ist doch genau das. Andere Sachen, wo wir stundenlang darüber reden können, sind Typen auch einfach so, check ich nicht. Und das ist doch crazy, dass, ja, ich weiß nicht, einfach Freundschaften bleiben ja, egal was ist. Ich bleibe auch mit dir befreundet, wenn du einen scheiß Freund hast, 2 Jahre lang, und ich mir 2 Jahre lang denke, oh mein Gott, wieso gehst du die mit dieser Ratte ab? Ich bin ja trotzdem deine Kollegin. Aber in dem Moment, wo du mich linkst, weil du ein halbes Jahr einen hast, der dir bitte sagt, I love you, dann bist du einfach, also dann musst du nachher im Fall nicht mehr kommen. Ich bin mir sicher, ihr regt euch auch gerade auf beim Zuhören. Ich reg mich gerade auf. Ich habe actually gerade gar keine Kollegin, wo ich so denke, irgendwie, aber das macht mich gleich gerade hässlich. Ich höre auch so viele Geschichten und ihr schreibt mir auch mega viele Geschichten, wo ich immer gerade selber auch so ein bisschen, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen. Und ich habe das Gefühl, wir haben das wirklich alle schon erlebt, dass du so links liegen gelassen bist und du bist so, meinst du das gerade ernst? So, ich hab dir gar nichts gemacht, ich war immer nur da gewesen. Und eine Sekunde kommt etwas halbmäßig Spannenderes und du hassest mich. Chill. Aber Leute, ratet mal, wer wieder angekrochen kommt, wenn die Beziehungen nicht heben. Oder wenn die kurzfristigen Freundschaften, wo sie plötzlich viel spannender gefunden haben als euch, nicht funktionieren. Ja, dann kommen sie wieder zu euch. Und ich bin dann meistens eben die, die es dann noch akzeptiert. Und es nochmal probiert. Und dann passiert es nochmal. Und dann bin ich so, was, wieso passiert das? Hätte ich nicht gedacht. Ist ja nicht zu erwarten gewesen, dass eine Person, die das macht, das immer machen wird, außer es ändert sich etwas. Und das finde ich, glaube auch noch wichtig zu sagen. Es ist klar, es kommt ein bisschen aufs Alter drauf an. Ich war auch schon boy-crazy gewesen. Und ich habe auch schon viel lieber mit meinem Freund gechillt als mit irgendjemandem. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, wenn du halt wirklich nicht so gute Freundschaften hast, was auch okay ist, das kommt alles zu seiner Zeit, alles unterschiedlich,
dann ist auch klar, dass du lieber mit deinem Freund chillst, wo du ja actually gern hast, als mit so halbpatzigen Schulkolleginnen, die über die lästern. Das meine ich gar nicht, aber ich meine wirklich, wenn du krasse Freundschaften hast, wo du eigentlich einander alles erzählst und so, und im Moment, wo etwas anderes kommt, ist es weg. Das meine ich. Und eben, alle können sich verändern. Das ist übrigens ein Hot Take, muss ich auch mal eine Folge darüber machen, ob ich denke, dass Leute sich verändern können oder nicht. Ich glaube eben schon, aber muss mir mal noch genauer überlegen. Ich könnte immer auch gerne eure Gedanken dazu schildern. Das heisst ja nicht, dass jemand immer so bleibt. Und es kann auch sein, dass jemand lernt daraus und dann später zu dir kommt und sich entschuldigt und sagt, Alter, sorry, ich war so anstrengend, es tut mir mega leid. Ich war dort einfach so unsicher und ich musste erst mal zu mir selber finden müssen. Es ist ja alles fair, wir wachsen ja alle. Und ich finde schon auch, man muss sich gegenseitig ein bisschen eben verzeihen und Verständnis aufweisen. So. Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie von Anfang an checken, was es heisst, loyal sein oder dies und das und jenes. Weil wir haben auch alle ein anderes Bild davon, wie es sein sollte. Vielleicht bin ich halt mit Leuten befreundet, die das gar nicht so eng sehen, wo das gar nicht so wichtig ist, ob man jetzt wirklich seinen Kolleginnen antwortet oder nicht. Aber ich bin eben halt wirklich mit obsessten Leuten befreundet, die alle 24/7 am Handy sind und immer Bescheid geben. Darum can't relate. Aber eben, es sind ja wirklich alle anders und man muss halt auch einfach offen darüber reden. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit dieser Unsicherheit, dass es wie nicht möglich ist, offen zu reden. Und das verbaut so vieles, weil es schwimmt einfach so an einem vorbei. Und eigentlich, keine Ahnung, ich denke mir dann auch, vielleicht ist es ja dann gleich die Aufgabe von mir, mit diesen unsicheren Menschen halt trotzdem das Gespräch zu suchen, auch wenn es mega unangenehm ist. Aber es ist halt so nicht zielführend, habe ich das Gefühl, weil es bringt nichts, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist das einfach eben mein Bild und es ist eigentlich mega falsch, irgendwie, dass ich diesen Leuten gar nicht die Chance gibt, um darüber zu reden. Weil ich denke, so, ja, dann fängt sie einfach nur an rumheulen und hasst mich nachher für immer und ewig, weil ich gesagt habe, könntest du vielleicht aufhören, mich fett zu nennen. Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie mega schwierig. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Erfahrungen, wo das schon mal gut gelaufen ist oder etwas, wo ihr so haben müssen cutten wegen dem und froh sind darüber oder so. Let me know, auf jeden Fall. Fände ich richtig spannend. Ich bin jetzt wirklich noch kurz am Endspurt. Ich habe jetzt, ja, heute ist Mittwoch, am Freitag habe ich noch eine Entwicklungspsychologie-Prüfung. Dann habe ich noch eine TTG-Abgabe, das ist technisch textiles Gestalten. Ich muss so ein Objekt designen. Ich glaube, es wird actually cool im Fall. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich ein Video daraus machen. Ich habe nämlich noch nicht angefangen. Natürlich habe ich noch nicht angefangen. Dann habe ich noch eine Prüfung, wo man einen Spick dabei hat. Das sollte kein Problem sein. Und dann habe ich noch eine Englischprüfung. Und dann war es das gewesen. Nein, dann muss ich noch ein Informatikprojekt machen. Aber das ist ein Problem für die Zukunft, weil da haben wir noch ein bisschen Zeit dafür. Ja, und dann habe ich nächsten Freitag Ferien und dann bin ich wieder hoffentlich regelmäßig für euch da. Es tut mir mega leid, dass es jetzt schon wieder eine Unterbrechung gegeben hat. Aber es ist irgendwie einfach nicht gegangen, Leute. I need to prioritize, oder? Und ich bin so ein bisschen Leute, es gibt einfach, oh mein Gott, es gibt einfach einen Live-Podcast im Sommer. Ich kann euch ja mal überlegen, was Sommer bedeutet und wo das sein könnte. Überlegt bitte mal. Ich habe jetzt schon Angst. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, jetzt, wo ich das so gesagt habe, für Live-Podcast Sachen, die man vor Ort machen sollte mit euch, wenn ihr dort seid, wo ihr gerne hättet, wo eine coole Idee wäre, wo ihr denkt, wir können doch so und so ein Spiel machen oder macht doch dies und das und jenes, bitte let me know, weil ich will natürlich auch etwas machen, was euch juckt. Ich kann schon selber etwas überlegen, aber wenn ihr irgendeine Idee habt, let me know. Und ich bin jetzt ein bisschen am Planen, dass ich so ein bisschen so Jingles bekomme für im Podcast, wo man dann, wenn ihr Kaulitz Hills hört, dann kennt ihr das, wenn so kommt «Senf aus Hollywood». Und dann haben sie so ihre verschiedenen Formate, wo sie dann jede Woche irgendetwas dazu erzählen. Und ich will das auch ein bisschen haben, weil Leute low-key, irgendwann habe ich ja über alles geredet, wo ich reden könnte. Ich bin nicht Emma Chamberlain. Ich weiß nicht, die postet ja jetzt 2-mal in der Woche eine Podcast-Folge über irgendetwas. Ich weiß nicht, wie die Frau das macht. Ich glaube, die hat bald wieder ein Burnout, aber wir werden sehen. Genau, und dort wird es verschiedene Formate geben. Ich werde natürlich immer noch über einfach irgendetwas reden, aber einfach, dass ich auch sonst Sachen erzählen kann, die jetzt nichts mit einem spezifischen Thema zu tun haben, sondern eben, die dann in ein Format hineinpassen. Und ein Format wird auch sein, dass ihr etwas erzählen könnt. Dann gibt es wie immer ein bisschen etwas von euch, anstatt dass es immer nur die Advice-Session-Folge gibt, wo wir 100% ihr sind, sondern wir können so ein bisschen mischen und so. Ja, auf das freue ich mich mega.
aber das ist noch am gemacht werden. Ich kann das ja nicht selber machen. Und ich hoffe, das wird cool. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr hört immer noch. Und ich bedanke mich fürs dabei sein bis jetzt, falls du bis jetzt gehört hast. Und wir hören uns nächste Woche. Ja, sonst habe ich glaube nichts. Wünscht mir Glück für meine Prüfungen. Ich wünsche euch viel Glück, falls ihr jetzt Prüfungen habt. Aber ich glaube, die meisten haben noch nicht. Ja, bis nächstes Mal. Tschö.